Willkommen bei Dreckstart, der letzte Gaming Show auf YouTube. Wir sind erst vielmals merci, dass der Altnäs angeschaut hat. Und heute jemand mit dabei sind, den Mike Orlowski und den Hinkel. Salut. So, was das Woche dann so auf diesem Channel gelernt? Ja, ich hatte Mittwoch ein Video uploaden von mir, wo ich Black Ops 3 Beta spielen. Und die war ganz cool. Und Beta ist noch rüber auf der PlayStation 4. Aber ich meine, heute also auch rüber auf der Xbox One und auf der PC. Ja, ja, das war schon. Ja, ich meine, heute Abend oder spätestens mal auf PlayStation haben sie verlängert. Da haben sie mindestens noch gemacht, weil sie ganz viele Serverprobleme so hatten. Ja. Aber Casino das aber ja bis 31 und 30. Bon, swat. Auf jeden Fall ein Video von mir, wie ich Black Ops spiele. Okay, mal der Freude war bei mir ausnahmsweise mein Konsolevideo. Und zwar über Hardcore Uprising. Oh. Also kleinen Sidescroller, zwar ein Shooter, aber mega viel Action, kennt ihr mit Matzlock vergleichen. Und ja, cool. Geht ab wie sehr. Ja. Und Metal-Musik. Wichtig. Yeah. Das ist alles besser. Diskussionen drauf. Diskussionsrunden, genau. Da haben wir über Brutalität und Sexualisierung von der Frage geschwärzt. Ja. Und den ersten Teil. Das war Part 1 Brutalität. Voilà, den das vorkommt. Mit ein Gast. Ja. Dem Zoe. Voilà. Das waren die 3 Videos von dieser Woche. Genau. Ja, dann kommen wir schon zu den News. Voilà, kommen wir zu der ersten News. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Nur ist es endlich soweit, da könnt das Spiel raus auf alle Konsolen. Die Reviews sind da schon viel da und G81, das Spiel soll fantastisch sein. Auf verschiedene Reviews war da zu lesen, dass da ein bisschen kontrovers wäre mit Microtransactions. Und zwar an einem von den Multiplayer-Modusen, den Forward Operating Base PvP-Modus. Da soll es gesagt gehen, da könnt ihr just mit richtigem Geld seine Basis erweitern. Das ist natürlich auch noch nicht zu verwechseln mit Metal Gear Solid Online. Die kommt recht am Januar raus. Da ist ein kleiner PvP-Modus. Lo hat der Konami einfach da eine richtige Stellung rausgehen, dass das nicht so wird. Dass ihn alles, was den domatrischen Geld kaufen kann, auch mit Ingame-Geld kaufen kann, dass das am richtigen Geld just wäre, für zu beschleunigen. Konfusion ist entstanden, weil die Review-Keys, die meisten Reviewer dann hatten, die konnten Spiele da spielen und das System, den ist noch nicht online auf dem Server. Und das heißt, wenn sie da probiert, das zu machen, konnten sie just für mit richtigem Geld, der Konami sieht, weil der Server online geht, von Spiel rauskommt, dann wäre das dann auch da, für das mit Ingame-Geld zu bezahlen. Also, YouTube Gaming, so heißt Google hier Antwort auf twitch.tv. Das war das offiziell gestartet. Es gibt nicht immens viel Unterschied also auf den ersten Blick zwischen den zwei Services. Just dass YouTube Punkte kann mit mehr einem übersichtlichen und praktischen Interface für das Ganze. Eine neue Funktion ist zum Beispiel, dass ihr kann Streams, wenn ihr an den Stream und in den Anfang verpasst, kann ihr da zurückspulen und auf V4 gucken. Das ist technologisch. Was YouTube für allem Kind machen, für sich mehr auf 4 zu bringen, ist Performance und Serverstabilität und denen zu schaffen und da vielleicht einen Vorsprung für YouTube zu holen. Es bleibt aufzuwarten, welche Auswirkungen das Ganze vielleicht auf den Konkurrenzkampf zwischen den zwei hat. Am Dezember kommt den dritten Teil von der Just Cause-Reihe raus. Das kann ihr schon eine Zeit schon bestellen und Square Enix hat dann mitgeteilt, dass sie einen kleinen Konkurs machen unter den Vierbesteller. Wen ein Spiel also bestellt hat ab dem Moment, wo es raus ist, 90 Tage lang Zeit für am Spiel so viel wie möglich Chaospunkte zu sammeln. Das ist ja eine von den Hauptmechanics am Spiel. Voilà, wenn du den 90 Tage dann die meisten Chaospunkte gesammelt hat, den gewinnt eine Insel. Das klingt ja super, aber sie haben aber direkt auch präzisiert, dass natürlich nicht garantiert gehen, dass das eine tropische Insel ist, kann auch mal nicht garantiert gehen, dass sie überhaupt bewohnbar ist oder erreichbar, wenn ihr nicht gerade Boot wird. Und am Plus muss ihr in all guten Kasten die aufhalten, selber überholen und das umfasst natürlich auch so Sachen wie der Verkaufskasten überhaupt, für das Ganze mal aufzuwickeln. Lo soll ihn aber nicht verzagen, weil den die gewinnt hat natürlich auch der Choix, sich für 50.000 € Preisgeld zu entscheiden.
Und natürlich viel mehr praktisch aus. The Witcher 3 Wild Hunt. CD Projekt Red hat bekannt gegeben, dass an den ersten 6 Wochen seitdem das Spiel released ist, haben sie 6 Millionen Kopien verkauft. Das möchte dann, dass ihre Profit wie sie vom letzten Jahr über 4000% an die Luft gegangen ist. Nebenbei besitzen sie auch nach Good Old Games, eine digitale Plattform für Spieler zu verkaufen. Auch die möchte seit Jahren ständig immer mehr Profit, was ihnen dann auch noch so in Zeit gibt, zwischen ihren großen Spielreleasen dann sich Zeit zu holen, für die Spieler auch perfekt zu machen. Wem hat den 100 Stunden Spielspaß, die am Witcher 3 dran sind, nach nicht genug hat, den dürft sich dann noch freuen, dass geschwind 2 neue Erweiterungen ausstehen für das Spiel, das Hearts of Stone und Blood and Wine. Und die 2 zusammen sollen mehr groß und mehr lang sein wie The Witcher 2. Ja, voilà, Metal Gear Solid 5, ne? Ich meine, darauf freuen wir uns alle gut. Oh ja. Ja. Obwohl ich weiß nicht, das ist schon an der letzten bisschen Gefühl, immer wollen sie suchen, überall hier kein Lot, das Metal Gear Solid du ähnlich verbindet mit einer Basis, schon noch keine Reviews geguckt zu werden, mit der da kann man richtig gar bezahlen. Natürlich musste nicht mehr, ich fand das ein bisschen unsympathisch, ja, die ganze Zeit immer nicht mehr suchen, ja, probieren. Ich bin sicher selbst der Meinung, mir schon aber mittlerweile auch von ein bisschen traurig, dass du mal da aufhörst, dass das einfach so das überall. Mit gesagt ihr noch, dass weißt du, auch Call of Duty oder FIFA, die Karten doch für 2 Euro just. Voilà. Und im Endeffekt hat Call of Duty bar so viel, war nicht so gemein, ich weiß nicht, wie die genau zählen, weil die hatte bei Nike die gesamten die hatten eigentlich genau dieselbe Zombrakrit durch den Verkauf wie durch Verkauf durch die kleinen Dinge und ich fand das so das ist ja der Beweis dafür empfangen, dass sie recht tun immer dazu. Ja, also so ja, mit kauft das, also da, ja, guck dir schon gut den Freemium isn't free von South Park und die falsch. Ja, genau. Weißt du, wen das kauft. Ja. Ja, ach, das ist einfach ein bisschen, ja. Ja. Bei YouTube Gaming hast du gesagt, von Joch, also ich wollte es nicht so, ich wollte schon unterbrechen. Wo ist das zwar? Das ist egal. Ich fand tschüss bei dem Durchspiel bei Metal Gear Solid 5, so wie es bis klingt, fand ich das nimmen den kleine PvP-Modus, wenn in den wirklich will so viel spielen und denken wirklich schwer, dass du geil da ist zu gehen. Konami gibt nicht keinen Sinn. Ja, das ist nicht überhaupt keinen Sinn. Den Launch-Trailer geguckt von Metal Gear Solid 5. Ich boykottiere alles besser, weil ich kein Spoiler will. Nee, den ganz neuen Launch-Trailer, den die ich habe just den gesehen, wo sie ein Multiplayer, also ein geskripte Multiplayer-Party gespielt haben. Und den wo sie da auf der Bohrinsel landen. Ja, auf der Base. Ja, genau. Ja. Auf der Forward Operating Base. Yes. Nee, ich habe noch nicht geguckt, wie gesagt, weil ich nach kein Spoiler will. Ja. Ich habe gelesen, dass es anscheinend und Herz geht, wenn ihn alles bedenkt mit Kojima, weil die Trailerin, die möchte Kojima ja auch. Er möchte die Trailerin. Und ich habe schon Headlines gelesen, dass das so ein bisschen feels, weil das so eine Art Abschiedstrailer ist. Den dann auch kann auf der Kojima natürlich rüber produzieren. Oh, da gehen stehen direkt und ja, sobald ich kann auch ein Beispiel durchblenden, ne? Ja, das können wir. Ich kann den Link klickt hier hoch und da kann er den angeblich traurigen Trailer. Ja. Aber kein Bild davon anspielen. Ja, YouTube Gaming wird so. Ja, die probieren nur Twitch-Konkurrenz zu machen. Ja. Also. Ja. Google. Ne? Google, ja. Terminator, also Terminator war ein bisschen falsch. Es war nicht Skynet, es war Google, die Transformer in der Vergangenheit zurückgeschickt, weil die dominieren gleich alles. Transformer? Das ist ein cooler Film, den geht schon vor. Skynet und Transformer zurückgesteckt. Ja, der weiß, was ich meine. Ja. Nee, hast du den der YouTube Gaming Schranker also geguckt? Ja, ich habe den geguckt, nicht probiert. Das ist ja echt seit letzter Woche. Ja. Nee, seit dieser Woche. Seit dieser Woche. Ja, das ist ganz dezent. Voilà, mir schon kurz geguckt und das war also wirkt ich fand den Twitch nicht unbedingt unübersichtlich oder so. Mehr der YouTube Dinge wirkt auf den ersten Blick nach einem Tick mehr. Du hast mehr Auswahlmöglichkeiten für Kategorien, Genres und halt dafür zu sichern, dass nach quasi lehren halt
aus den Fehler von den anderen Ja. und man das dann mal direkt von Anfang. Ja, Twitch hat doch schon lange nicht mehr geändert, also der ganze Layout. Ja. Hat doch schon lange nicht mehr geändert. Vielleicht, das ist ja auch gut, Konkurrenz ist ja immer gut. Ja, natürlich. Google ja. probiert ein Monopol. Ja, Am natürlich. Internet Das wissen, das fand ich mega. Ich Konkurrenz hoffe, ist ja, nicht schlecht. voilà, ich hoffe, ja, dass Twitch einfach reagiert, sieht, ja. voilà, Voilà, wir so, machen mehr nur mal ein ein besser. Voilà. Für wen hast du Twitch gekauft? Ja, war Amazon. Für wie viel war das schon mehr? Ich meine, das war für 1 Milliard oder so. Ne? Ja, das war Also die haben aber das Budget, aber von uns das Budget für du ein bisschen, aber du gehst zu trinken. Der geht doch direkt, der geht doch nicht Twitch, der geht doch direkt in die Banken. Also, das hat nicht so was, gell? Ja, kann gut sein. Das sind Investoren. Ja. Ja, mir war auf jeden Fall, ja, ich fand cool, dass man zurückspulen. Ja. Weil, Ja, dass du direkt kannst. Ja. Weil auf Twitch wirst du, wenn du deine Live-Übertragung hast, da weißt du, okay, du hast den Anfang verpasst und du... ja, du kannst zwar Ja. nur direkt notrecht, dann von den- gucken, von weil den das ist auch schon gut. Ja, ja. Währenddem kannst du nicht zurückspulen. Ja. Voilà, aber du kannst einfach, es lebt gerade, mich schon wissen, wie du fair hast. Ja, Zack, fängst du an. Technology shit. Oder das ja auch, YouTube hat ja schon, also das ist ja noch nicht neu, dass du auf YouTube live streamen kannst. Das ist Ja. nur Nee, auf nee, die das Gaming kann ich schon. spezialisiert Ja, genau, natürlich. genau. Ne? Was viele Leute ein bisschen Zweifel lässt, wo ich mir auch denke, wie lesen sie das, weil YouTube ist ja ein bisschen aggressiv, was die Copyright-Dinge belangt. Ja. Ja. Und einmal da wollen sie ja gerne explizit Gamer kreieren und sie viel von den Gamer die so ja mir weh wer das dann wisse das Video von mir gespart das Video Ja. wie hast du dann am Streamen wird dann dort auch alles gespart und Das ist ja schwer. und so, ne? Weißt du, wenn ich noch schon selber auf YouTube einen Channel habe, so, wie mehr Erfahrung gemacht Ja. und wenn es ein Lied dran ist, was der nicht gehört, doch fand ich es ein bisschen von einem Lied aus. Ja. Da geht der Video nicht direkt. Ja, Also, ja. Du löst es ab und da geht Boah, es mir das auch durch- an Deutschland ne? Also das Deutschland das geht auch, aber nicht Nass so ist explizit an Deutschland. Ja. gespart. Nur Das, explizit an Deutschland gespart, aber trotzdem hast du nicht auf Handy gegangen. Wir Ja. wissen Ja. den Trailer, die wir Ja, gemacht haben, aber wir wussten nicht wirklich für Ja, was. das Sie war- sind da ziemlich streng dran. Ja. Aber beim Stream ist das ziemlich schwer. Das ist du direkt. Ja. Das heißt, Ja. du hast ja, wenn du ein Video uploadst mit anderer Musik, dann Ja. geht dir durch die ganze Prozess, direkt, geht bearbeitet, geschieht so wird wahrscheinlich nicht mehr weil Nur aber- richtig vielleicht, ja, ja. weil mal bei Twitch zum Beispiel also so wenn du streams und du musst du lesen am Hintergrund zum Beispiel Musik von Michael Jackson laufen Ja. hört der nicht darfst nicht yes. Dann hast du nur das Video den Teil wo die Musik gelaufen ist als kein Ton da zum Beispiel Ah, ja, Ganz okay. fort. Ganz wahr. ja den Teil also du sagst dann an der Bar ne die hast da rot den Teil bis du hin wo die Lied dann zum Beispiel abhält dann hast du den Ton rum du Okay, du legst okay. dann zum Beispiel dann so. Ja, ja, ja. Ja, wir brauchen aber klar, dass du nicht das selbe System aufwenden wie bei den Video. Nee, Weil du findest ja über, weil das Na, das Problem- ja. Ja, das Problem ist ja auch sowieso bei YouTube den, dass da ein System aus dem selben funktioniert. Ja. Das heißt, ganz oft gehen da ja Sachen gespart, wo dann Hanno, die Firma, der hat gehört, sich meldet, also ja, nee, wir wollen nicht, dass das gespart ist, wir wollen, dass die YouTuber können. Da hat man das schon mit Gaming-Firmen, ne, wo dann Ja. bekannte YouTuber ihr Video gespart gesehen und dann haben sie sich bei denen gemeldet und die gesagt, das wusste mir nicht. Natürlich darf der Video mit diesem Spiel machen. Ja. Da war das aber trotzdem schwer, obwohl die Firma sagt, ja, der darf. Weil das so ein automatisches Ja, System das ist ein ne? autonomes System, den er Ja, einfach du also misst YouTube da vielleicht, wie weiß, haben sie auch vielleicht am Hintergrund schon Blodo geschafft für das neue System. Du. Wir sind mal ein kleiner DGB lesen. Ja, Das- mal mal das- gucken, das- wie es sich noch das- entwickelt. das- ne? AGB. Keine Ahnung, bei so Weiter, Sachen hast du schon weiter. Akzeptieren, nicht akzeptieren. So, kein Zeithaut. Also- Just Cause 3. Just Cause 3, ich will Dinsel. Ich will die 50 Willst du dir auch schon nicht aufscheißen? Darf ich will Dienst und ich verloren dir Wenn ich der auf der Insel mir nicht Gesetze machen, Ja. da will ich Dinsel. Ja. Okay? Wenn es nicht Das schon war- machbar ja, ist. Feindel. Teil von der Fose Leid. So mal, dass du ein kleines starken Space-Programm. Eisschale an der Antarktis. Groß genug. Gut, weil sogar über Wo für 50.000, wie ich mal nicht, wie Ja, groß die Insel so ja. sind. Also, Boah, das so ist- mal, haut da sind Inseln dadurch, dass die Ökonomie auf der ganzen Welt ja ein bisschen fällt, sind die Inseln nach. politisch da. Naja, nee, ich meine, das ist ein Impact bisschen goes politisch. politics. Wenn du guckst, Griechenland zum Beispiel hat viel Inseln verkauft. Oh, an der Kommentare werden explodieren. Und da sind da ganz viel, für ganz wenig Geld. Ja. Also, Ja. War 50.000, das ist wirklich Ja, mir ich kann mega wenig mehr. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Das so ist den- diese den- Leute, kann ich mir nicht Voilà, vorstellen. dass das der Gleichwert von der Ja. Insel so sind. Also am Anfang setzt du dich wahrscheinlich nach mehr Schulden, wenn du sie hält. Ja. Weil was du alles misst machen. Ja, an Umständen, die man Ja, hat für ja. das. Nee, ich fand 50.000 witzig. Euro. Ach ja, oh, schon ein genialer Preis. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Für einfach bis für den, den er mich spielt, das Ja. ist gut.
kein schlecht Pro sich schon bedenken du über Hacker und Cheater naja natürlich ja ja das können sie ja nur gucken ja man muss ja gucken, das nicht ungefährlich als Pre-Order Konkurs selbst mehr so einen fette Gewinn du denke ja leider vergisst genau weil das war mir wo statt gelesen von die der toten Thema war unser Geschmack von einem anderen Pre-Order von einem Spiel für pro Jahr wo irgendwie der Preis von 1 Million war 1 Million die Kunst gewonnen schlussendlich schon sie das müssen wenn es alle möglichen rechtlichen und bürokratischen Probleme müssen annullieren waren glaube ich mega froh ja wann der Witcher fried mich für die ja, also 2 immens gehypt in das Spiel orientiert das schon reif war ja. natürlich am Endeffekt wirklich bewiesen das ja, Spiel. ja. Also das war wirklich cool die Firma also einfach schon hier philosophieren einfach gut zum Beispiel das sind sie so ein von mehr mussten Spiel verlieren da gibt die verlöscht gehen war mehr so ein los mehr zufrieden ja, so muss schnell raus zack, zack. Ja sie sind nicht so die typisch Triple-A-Titel ja das auch voilà. Du hast kein Microtransactions du hast kostet 13 DLC für nicht das noch viel Spieler die zwei Erweiterungen die kommen das sind die Summe mehr groß oder sie wie The Witcher 2 das ist ja auch schon verrückt groß wie The Witcher 2 lang also gesamt mehr Content The Witcher 2 The Witcher 2 aber auch schon The Witcher 2 ist ja auch schon ja für die Zeit war doch schon für die DLC die zwei gebe schon unhöhlen das sind Erweiterungen Spieler Witcher Spieler mit der Erweiterung schon da doch normal dass also mehr all die anderen Sachen die sie die all die Kostümer nach kleinen Questen und so die das ja alles für nice kommen das ist cool dann immer just nach ein kleinen Norrichten um Schluss ESL One du war Sonden du letzte Sonde war du die Großfinale an Counter-Strike Go du kann ich nach einen kleinen Norricht so mir hat ja schon ein Gerede von der geschwar dass du gedopt gouf bei der ESL und der sein du nur gekönnecht dann die Dopingtester zu machen die Hunse der Lo hier der One gemacht an was meinst du was Resultat aus wie viel ja mit Leid wie viel sind da dann 0 positive Resultate auf Doping wie viel Leute das sie getestet und so sind natürlich nicht die Mod gespielt ja, das ist random Tester. Für den getestet und der war 0. Der Punkt ist, wenn sie random Tester, das heißt, sie können vielleicht 10, vielleicht 100, vielleicht 2. Sie sollen das nicht, weil der Prozess muss natürlich geheim bleiben, ne? Weil sonst weiß ich nicht verrät. Wo ich mir dann so immer denke, die Nation, die bis getestet wird, den hat ganz schnell den Namen sozusagen und so lebt. Ja. Nee, ich meine nicht, wenn die so geputzt gehen oder so. Das ist echt da. Ja. Auf jeden Fall, sie geben die Tests aber dann noch regelmäßig weiterführen. Wieso nicht? Das ist schon gut. Mehr waren ja da, ne? Am Kino, ja. Am Kino. Du musst ja kurz unerkennen. Das ist cool. Ich habe das gemacht und fand ich cool. Wahrscheinlich auch geschäftlich. Sie war noch mehr frisch, weil da ist so viel los. Das war ein fantastisches Erlebnis. Cool Aktion, war richtig. Und noch Leute, ich war wirklich erstaunt, ich habe mir nicht erwartet, weil hier letzte Kinder eben noch nicht so modern haben. Ich habe mir nicht erwartet, dass dort Leute aber dann abgehen am Kino. Und waren dann ja Klappen waren dann ja tot. Ja, waren auch viel da. Waren nicht wie wenn es Loraken, sondern es ist 20 Leute. Ja, aber das ist ja eine erste Keier. Ich meine, es sind auch vielleicht noch viele Leute da, die überhaupt nicht wussten, dass das wäre. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich geil. Wir hatten einen Beitrag genäht. Genau, wir haben auch einen kleinen Beitrag gemacht und schmengen dann guck mal, den direkt drin. Voilà, das war eine gute Idee. Letzte Sonntag, den 23. August, war es soweit. Der große ESL One Turnier am Counter-Strike Global Offensive ging an die letzte Runde. Team Envious hat an der Hallefinale ihre Gegner Team Solo mit 160 gelost, und sind an der Finale somit auf den Champion Fnatic getroffen, die sich an ihrer Hallefinale gegen Virtus Pro durchgesetzt haben.
Weltweit hun iwwer 1,2 Millionen Leute iwwer Twitch no geguckt. Mei Ora Motopolis kon in dat Evenement live gucke goen. Dat mir als natürlich net im Go gelos an Chance genutzt fir als Lützeburger Gaming-Fans e puer Froen ze stellen. Meier Mersilo Live bei Motopolis haut den ofent ass de Livestream vun der Counter-Strike Go-Final an mir noch schon direkt als nächste Kandidat führen Dir fir ein Interview. Kann ich kurz bei mich? Sorry. Wie heißt du? Ich bin Sascha. Das Sascha. So Sascha. Was erwartet ihr für den Abend heute? Spannende Match. Ich hoffe, dass Fnatic das rappt, aber nicht so deutlich, dass es lange dauert. Und, ja. Willst du da gegen spielen? Ja, gegen Envious, gegen als Franzosen. Mit der beste AWP, dem Kenny S, ja. Und der beste M4, dem Apex. Hast du irgendeine Prognose? Wer kennt gewonnen? Wer wird vielleicht gegen ausgehen? Direkt 2 Maps für Fnatic. Meier, haben wir schon als 2 Next-Kandidaten, die den Abend wahrscheinlich voller Fürfried heute Final gucken kommen. Wie warst du da? Ich bin der Band. Und du warst denn? Der Jim. Der Band und der Jim. So, wo da irgendeine Erwartung für den Abend? Ich weiß nicht genau, für wen ich los soll haben. Ich kann mich selber persönlich auch nicht so gut aus. Ja, weil an der Finale hast du Fnatic gegen Envious. Ja. Ich hoffe nicht gesagt, dass Envious gewinnt. Keine Ahnung, ich sehe das für Fnatic-Fan im Großen und Ganzen. Ich weiß nicht. Spezielles dann bei... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist, ich fand es einfach nicht so extrem. Irgendwie sind ich mehr so... Ich war schon immer Titan und dann kann ich erst hier weggegangen. Habe ich mir gedacht, okay, gut. Ich gebe so, das ist besser für Envious zu halten, weder ich für ihn den Team halte, was ich nicht so gerne habe. Und am Anfang konnte ich immer für Kinguin gehalten. Aber die sind ja rausgeflogen, leider. Gegen TSM. Ja, und ja, das ist halt ein bisschen schwer gewesen. Wen hast du Favorit davon? Also ich schaue für Fnatic, weil ich schon hören, dass sie ziemlich gut sind und dann ich glaube, dass die werden noch gewonnen. Ja, ich gebe so, dass ich der Envious. Your name is? Nikolai. Nikolai. So, for tonight, do you have any favorites? No, not yet. So, I'll see. I'll see. So you decide during the match who's going to win? It's a bit lame, isn't it? No, I like it that way. Und du warst denn? Max. Max? Daniel. Daniel? Und der Felix. Und der Felix. Maja, der 3. Hat er irgendeine Erwartungen für den Abend? Vom Turnier? Wie kann es ausgehen? Was sind deine Favoriten? Ich hoffe für Fnatic. Und hoffe, dass es eine gute Atmosphäre gibt auf jeden Fall. Also ich selbst auch für Fnatic und wollte einfach mal gucken, wie so ist, das Ganze am größten zu gucken. Ja, also ich meine schon, dass Fnatic halt der Favorit ist. Aber Envious wird doch schon eine gute Chance. Gibt hoffentlich ein spannendes Match und ja. Mir das nicht überrascht. Es wird sicher ein spannendes Match, weil Fnatic hat ja auch so just noch gewonnen. Ja, keine Woche interessant, ja? Weil sie sich echt auch wahrscheinlich NIP für berät haben. Ja. Weil ihr bislang NIP immer auch Zweite war. Natürlich, dass sie sich darauf kennt, für berät haben. Und wenn es auch Fnatic vielleicht ein bisschen schlecht gespielt wird, weil sie da viel probiert sich auch, ob das NIP für zu bereden, weil sie alle gut ob NIP ein bisschen für berät waren. Das kann natürlich sein. Boah, sie sind trotzdem gewonnen. Ja. Das sind nur nach der Finale. Das sind dann 3 für Fnatic. Ja. Irgendeine Prognose wird Kind ausgehen. Und wenn sie also gewonnen oder verlieren, wie weiß es? Ich weiß nicht. Hängt von der Map so wahrscheinlich. Keine Ahnung? Nein, keine Ahnung. Ja, da lassen wir uns einfach überraschen, okay? Ja. Du warst soweit am Finales Ugang. Gespielt gowe Best of 3 mat Runde vu jeweils 30 Matcher. An der ersten Runde huet ausgesehen, wie war Fnatic keine Chance hat, weil Team Envious war schnell 4 an der Bemol stammet 14:7. Endlich hast du de Knut bei Fnatic opgang, als sie hu sich sensationell zurückgekämpft, bis es 15:15 gleichstand. An der Verlängerung hu Fnatic ihre Gegner du keine Chance gelos, also mat gönn die echt run sie. Et gouf viel spektakulär Momente. In dem Moment, den de ganze Saal im Jubel brucht huet, war das Sniper-Aktion vu Fnatic. Nur enger kleiner Pause as du weitergegangen. Wen allerdings op die dritte Runde gehofft huet, de gouf enttäuscht, weil an der zweiten Runde huet Fnatic ihre Gegner keine Chance gelos. Team Envious wird alles probiert, mir am Endstummel du 16:7 und Domat huet Fnatic für 300 den Titel für sich können entschäden. Fred war op Mann so groß wie Kupp, der sie gewonnen hun. Mir hund leider noch beim Rausgoen ein Kehr erwischt, für zu froh wie het hin gefallen wird. Maja, das Final von der CSGO, also Lo River. Wie warst du? Wir sind ein Eve. Den Eve, an, wie hast du es gefunden? Wir sind ziemlich unerwartet. Ziemlich unerwartet. Zu dem Anfang nicht, also bei das nicht gerade ausgesehen, wann Fnatic Gave gewonnen, weil sie
weil sie von irgendwie schon ein bisschen dominiert goufen. Ja. Also du weißt gar nicht, wie du da hofft hast. War irgendwie war da auch unerwartet. Wie viel warst du dann? Wie Fanatic. Da gefräst du dich, Jule. Jo. Maja, tipptopp. Wie hat dir das gefallen? Wie war das Finale für dich? Also der Ausgang, wie der dich erwartet hat? Ja, nicht wirklich. Das heißt? Ja, kann ich erst nicht wirklich gut spielen, ne? Das heißt, du warst nicht für Fnatic. Nein. Aber ja, ich finde die mens gut fand auch mal so zu gucken Platz immer für den Computer und etwas anderes und nur das zu diese heute gesehen dass ich also ich fand sie sich irgendwie abgehen Envy, ja. Ja, weil die Dashparty die gemerkt war nämlich ganz so bei, weil du ein Kilo Schleif kriegst. Sind ein geil Raumkampf von Fnatic. Boah, also ich fand wirklich Fnatic als wirklich starkes Team. Also ich hatte da wirklich gehofft, dass Envy das gegen mich voll. Also wirklich, Envy hat wirklich stark gespielt auf der ersten Map. Ja, sie hatten eine starke Runde. Wir haben uns aber so viel Party also so viel Runden verschenkt, kommt es wirklich gesehen, dass Motivation nicht mehr da ist. Ja, du hast auch mein Zeit verloren. Ja, das ist leider schön, dass Envy verloren hat, aber Fnatic hat gewonnen, also das verdient. Okay. Und was sind deine Impressionen so von der letzten Finale? Ich fand, dass Fnatic hat am Anfang noch ein bisschen geschwächelt, aber dann, wo sie halt ihre Comeback gemacht haben, an auch in der Overtime wirklich geweckt haben. Also wirklich schon so angefangen, lass zu rollen. Und ich fand es schön, dass es kein drittes Map-Login ist. Aber es war ein gutes Victoire, auf jeden Fall. Ja, das war wohl verdient. Ja. Ich meine, es waren 8 Runden, die sie erfolgreich gewonnen hatten. Ungefähr bis App Store. Mit der Overtime. Also nonstop. Ja, also von dem Punkt, wo sie halt 15 Runden hatten, und sie just noch durchgewonnen gehabt. Das war ein bisschen überraschend. Das war das war schön. Ja, also ich fand Envy war am Anfang überraschend stark. Wir sind einfach nur gelos an Fnatic hat Game machen gelos an dann sie auf einfach überrannt dann. Ja, ja. Gemerkt, sie haben einfach so Fnatic Tempo 4 gelos. Und ich meine, das war dann ihren ultimativen Untergang dann zum Schluss. Ja, wir sind einfach Fnatic zu viel Zeit gelost für nur zu denken, weil Fnatic spielt hat viel strategisch, nicht so auf Aim. Und sind zu viel Zeit gelost, für auch zu Strategien durchzuführen und abzubauen. Ja, wow. Und? Also du hast wieder Wort? Ja. Jo. Also, das war es von der Finale von CSGO-Turnier zu Köln, das live hier im Utopolis gestreamt ist. Nur ein spannendes Match an einer spannenden ersten Runde hat Fnatic schlussendlich trotzdem gewonnen gegen Envious. Es war ein sehr spannendes Match. Die erste Runde, boah, verrückt. Die war verrückt. Was willst du dazu sagen? Das war Wahnsinn. Also, am Anfang könnte es gesehen, wie wenn Team Envious einfach just ging so spielen. Das wäre gar kein Problem. Und du kommst Fnatic einfach Bemol. Okay, das war Wahnsinn. Ja, ich war total gehypt. Ich war das war so spannend. Also ich mega cool von. Die Banden, die Leute, sie sind mega abgegangen. Sie sind allkehrs gegrölt, allkehrs geklappt, wenn irgendetwas geschieht ist oder wenn irgendein Powerplay von irgendeinem Team kommt. Es war verrückt und es war nicht auszuhalten. Was einfach, so gut, wenn du das Spiel nicht so kennen, was einfach matt gerappt gehen. Das war einfach, genius, die Banden. Bon, das ist leider fertig. Mehr so noch als Last wieder dazu. Also Fazit das. Absolut kann ich da immer im Gucken kommen. Das ist absoluter Wert, immer im spannend. Und ja, du machst so mehr dann Eddie und merci für den Gucken. Ciao, subscribe. Voilà, ja, Fnatic, ne, hat gewonnen. War ganz spannend. Nice. Ja, ganz ja. verdient, ganz verdient. Das war auch, muss ich auch so ehrlich, als den zum Beispiel schon jahrelang Counter-Strike gespielt und so weiter, wo ich am Anfang nicht, ob das so interessant wäre, selbst nur zu gucken am Kino, yeah. Nur der erste Runde war ich aber voll Motto, war cool. Ich hab gefiebert, war wirklich spannend. Ich gucke persönlich gerne FPS-Spieler, Ja. so, und Kommentator war cool, ja. Das richtig die ganze Zeit gepusht, dass sie sind noch cool. Waren noch voll dran. Und war spannend, war auch so spannend. Für dich waren Team Envious war 4 und war richtig cool, Element. Und auch, dass die ganze Langsatz Arena voll war. Ja. Und dass die Leute hören ist richtig krass. Ja, war cool. Aber nicht, als geschieht aus. Ja. Also die Szenen, wo
Fnatic do sech mat Ja, genau sau geil so geil den Blick weg wohin du dir guckt dann gesagt sie feiert der Sto du auch schi also da hofft man dass Utopolis mat dem Owen der für sie an das dat wiederholen sie müssen dat mir du se wie weitergeht also Videospieler Kino mat du musst gut Reklam machen dass dat nach Mail leider recht wat mehr doch dann machen Metropolis informiert mehr so nicht besteht ganz genau kommen wir dann zum Spiel von der Woche. Eisspiel von der Woche aus das Pokémon Tournament. Wir haben das Spiel rausgesicht, weil das bekannt gehen, dass es nächstes Jahr 2016 auf der Wii U an Europa werde rauskommen. Bislo gibt es schlussendlich eine Arcade-Version, an der letzte Woche natürlich auch ein Turnier aufgehalten ist, wo Leute invitiert wurden, für zu testen. Leute, die du invitiert waren größtenteils aus der Smash-Szene und auch aus der Tekken-Szene. Was wir bislo über das Spiel wissen, ist, dass in 2 Pokémon kann rausziehen, mit denen den aktiv gegen den kämpft und 2 Support-Pokémon kann haben. Diese Support-Pokémon erlauben einen natürlich dann für richtig geile Komboen zu machen. Und kann auch ganz gut sehen, dass das Spiel vielleicht eher ESL-Status erreicht. Wenn ihr für gespannt sind, ob nächstes Jahr, wenn das Spiel wie raus ist, und kennt ganz sicher ein Argument sind, für sich ein Wii U zu kaufen. Voilà, das war ja ganz schön. Super gemäht. Zum Pokémon Tournament. Pokémon an Tekken. Ja, genau. Ja. Das ist cool, das ist cool. Ja, auch Space, das ist Wii U, gell? Ja, das ist Wii U. Los erst gesagt, sind 1080, los erst nicht vom NUM, Wii und die Referen. Ja. Das ist eine Konsole, die kaum pushen mittlerweile. Sie hat schlechte Ruf an Sache Grafik, aber sie bringen da auch mittlerweile, ich fand Mario Kart gesagt, ganz schön aus. Das war ja auch vor 4 Jahren nicht hier. Nee, das war nicht hier Priorität, Grafik zu machen. Viele Spieler. Wie ein Login hat gesagt, mehr cool. Ja, voilà. Und das war eben so ein Invitational Tournament, wo dann die Leute sind Bekannte nicht mehr aus der Smash-Szene dabei, wo Leute die auch an Tekken-Turniere Match spielen. Die sind invitiert, gehen, kommt spielen, weißt du. Das ist auch eine Promotion-Aktion ein bisschen noch an dem Sinne, das ist nicht raus, ne? Nee, das ist nicht raus, weil das so gemacht ist, das ist bekannt, dass 2016 kommt das Spiel auch in Europa raus, auf der Wii U. Ja. Okay. Schon bei Grund für sich eins kaufen. Ja. Ja. Das ist ein Grund für sich eins kaufen. Ja, ich finde gesagt wirklich cool aus. Ja. Was ich ein bisschen, was ich auch cool fand, ist, dass du mehr Charakter kennst, wirseln. Weil du hast ja gesehen, sie hatten die 2 Pokémon gegen die kämpft und du kannst nicht wirseln, was bei Pokémon Kämpfer war oft also klassisch üblich ist. Und das gebe ich mir auch wünschen, dass ich kann da strategisch wirseln. Ja, mit das in dem Sinne keine Finalversion. Nee, also verschiedene Modus und so. Ich hoffe, dass da viel draus macht. Du kannst was ja angedeelt an so ein Field Face. Ja. Und dann schon nicht ganz genau verstanden, dass irgendwie, wenn es ein Special muss oder ein Critical Lance, geht dann ein Dual Face über, wo du dann wirklich wie an einem Kampfspiel, bis die 2 sogar nie verstören, wo da richtig Schloss geht. Ja. Und du kannst dann eben, du dir am Video gesehen, gehen dann so Support-Pokémon, die sich dann einfach rufen und natürlich kannst du den taktisch gut ansetzen. Ne? Ja. Da kannst du wahrscheinlich schon Base Combo haben. Ja. Okay. Ja, nice. Ja, ich bin auch mal gespannt. Naja, Gewinnspiel. Gewinnspiel geht haut wo ist denn? Das ist ein coolen Cyber Arcade. Ich gehe Finger. Klassiker. Ich gucke noch was. Jemand nicht. Das ist du. Ja. Okay. Das ist ein ausgepackt. Okay. Weiß nach einer wie es selber unhast. Du sind wie viele Spieler drauf? 240 Spieler. 240. Wo kriegt den auch nach 240 Spieler für nicht? Also, das ist ein Cyber Arcade aus zu gewonnen mit 240 Spieler und man hat es ziemlich cool. Das ist mega. Ja, also ein bisschen süchtig. Ja. Also, weil voll froh aus die Heiten. Wir blenden ein Spiel an und dann muss ich so wie das. Das ist ein Gameboy-Spiel. Und voilà, ein paar Abnahmen.
Schickt euch den Namen vom Spiel auf infactplacegames@gmail.com. Übrigens, du dabei kriegt ihr den Call of Duty Sniper Guy. Okay, letzte Woche hat er gewonnen. Froh war anscheinend zu schwer. Also, den kriegt ihr noch dabei. Voilà, ein kleiner Checkpot drin da. Wie gesagt, was ich spiele, also das Spiel geht Gesicht, der Num schickt das der Num, das der hat ja gesehen, dass im Gameboy nicht so schwer zu fahren. Nee, ja. Okay. Nee. Also ich meine, ich habe einen gewissen Alter müsste das auch so schon kennen. Also, ja, wenn du nie warum das ist wie mehr. Ja. Voilà, und voilà, zum Gewinnspiel. Ja. Ja, voilà. Und dann sind wir dann heute rumkommen, Schluss von der Sendung. Ja. Das geht ein bisschen mehr kurz. Ja, so, dann das ist noch ein lang dauert. Da kurzer knapp. Ja, das hat das chronologisch Gefühl als ein bisschen getäuscht. Ja, und er hat wirklich gesagt, okay, das ist wie kurz, direkt ein Kommentar vom gute Witz. Vom Matsplay. Vom Matsplay, genau, Matsplay um sich. Und voilà, okay. Ja. Also war von merci, dass das darauf hingewiesen ist, dass die Sendung nicht kurz war, wie man während der Woche gesagt hat. Sympathisch, dass man es beschickt hat. Ja, genau. Voilà. Und ja, nächste Woche, oder das, was feststeht bis los, was tut sich als Part 2 von der Diskussion. Genau. Absolut. Über Sexualisierung. Das kann ja, okay. Ja. Mhm. Voilà. Ja, ne, das war das okay, dann bleibt es nicht alles schwierig wie immer, wie zu so ein schaut nächste Woche an, was nächstes heißt. Dreckstart. Nee, Power. Dreckstart. Dreckstart. Ciao, Adi.